Schönen guten Abend. Ich darf Sie zum dritten Abend der Vortragsreihe zum Ersten Weltkrieg im Namen der VHS und auch der Mitveranstalter des Archivs der Stadt Linz und des Instituts für Zeitgeschichte der Johannes Kepler Universität herzlich begrüßen. Begrüßen darf ich auch den Referenten des heutigen Abends, den ehemaligen Vorstand des Instituts für Zeitgeschichte an der Kepler Universität, Professor Dr. Adelt. Schönen guten Abend. Es freut mich auch, dass der amtierende Vorstand des Zeitgeschichtsinstituts heute gekommen ist, Professor Dr. Markus Gräser. Schönen guten Abend. Direktor Walter Schuster, den ich damit ebenfalls begrüße, wird noch vorstellen und die Einleitung wahrnehmen, beziehungsweise auch dann die Plenumsdiskussion moderieren. Ich darf mich bei Ihnen für die bisherigen Rückmeldungen bedanken und auch der Vorschlag, dass wir noch was anhängen und beispielsweise auch die Friedensverträge thematisieren. Das ist leider im Kontext dieser derzeitigen Reihe nicht möglich und wir haben sogar so eine Fülle von Themen, dass wir ab nächsten Termin ja dann 2 Referentinnen und Referenten haben. Also wir werden das dann im Duo machen, hintereinander versetzt, wobei beim nächsten Mal der zweite Vortrag wird dann eine Skype-Einspielung aus Harvard, USA sein, wo Professor Thomas Weber einen Vortrag zu Hitler hält, also Adolf Hitler, der Etappensoldat und sein Kriegsmythos. Die Diskussion wird wie gewohnt stattfinden können und der Vortrag selbst wird über Skype dann erfolgen. Ich lade Sie dazu jetzt schon herzlich ein und auch natürlich auch für die weiteren Vorträge. Wie bereits bei den vorangegangenen Vorträgen ersuche ich die Lehrkräfte, die diese Veranstaltung als Fortbildung nutzen, sich im Anschluss an die Veranstaltung vorne dann in die Anwesenheitsliste einzutragen. Sie erhalten von mir dann auch wieder den Bestätigungsvermerk und auch wieder für diejenigen, die vielleicht heute das erste Mal da sind. Wir haben hier eine Liste, in die Sie sich eintragen können und Sie erhalten Veranstaltungsinformationen zu diesen oder ähnlichen Themen. Ja, und damit darf ich schon weitergeben und ich wünsche Ihnen einen interessanten und spannenden Abend. Danke. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer dritten Folge der Reihe über den Ersten Weltkrieg. Heute mit Universitätsprofessor Dr. Rudolf Adelt über die Entgrenzung des Krieges. Wir haben auch heute wieder und besonders heute einen hochrangigen Referenten bekommen, der im Bereich Bildung, Bildungsmanagement die höchste denkbare Position in Oberösterreich bekleidet hat. Er war von 2000 bis 2007 Rektor der Johannes Kepler Universität Linz. Weshalb wir Professor Adelt aber eingeladen haben, ist natürlich wegen seiner Qualifikation als Historiker und ich darf ihn kurz vorstellen. Er ist in Bad Hall geboren, hat am Akademischen Gymnasium in Linz maturiert, dann Geschichte, Germanistik und Philosophie an den Universitäten Wien und Salzburg studiert. Er war Universitätsassistent an der Universität Salzburg und hat sich dann für die Geschichte der Neuzeit habilitiert mit dem Thema Friedrich Adler, Probleme einer Persönlichkeitsentwicklung um die Jahrhundertwende. Damit hat er auch schon das heutige Thema in dieser großen Arbeit vorweggenommen, denn Friedrich Adler hat natürlich im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg eine große Rolle gespielt. Das wissenschaftliche Œuvre von Professor Adelt ist sehr weit gefasst. Er war dann 1986, wurde er ordentlicher Universitätsprofessor für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte an der Johannes Kepler Universität Linz und wie wir schon gehört haben, auch Vorstand des Instituts
für neuere Geschichte und Zeitgeschichte. Er war auch wissenschaftlicher Leiter des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Geschichte der Arbeiterbewegung, das dann umbenannt wurde in das Ludwig-Boltzmann-Institut für Gesellschafts- und Kulturgeschichte. Professor Adelt hat sehr viel zum Thema Nationalsozialismus geforscht, sehr viel zu Deutschnationalismus, deutschnationales Gedankengut in Österreich, Schwerpunkte Geschichte der Arbeiterbewegung, Wissenschaftsgeschichte und Theorie der Geschichtswissenschaft. Professor Adelt ist also in der Zeitgeschichte bestens ausgewiesen, natürlich nicht nur in der Zeitgeschichte, aber speziell natürlich für das 20. Jahrhundert. Und ich denke, wir können uns auf einen sehr spannenden Vortrag freuen. Bitte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich danke herzlich für die freundliche und so lobende Einleitung. Ich hoffe, ich werde diesen Erwartungen gerecht werden. Beim Herfahren ist mir der Gedanke gekommen, wie ich eigentlich zur Zeitgeschichte gekommen bin. Zeitgeschichte ist ja ein sehr junges Fach und als ich 1962 in Wien zu studieren begann, existierte dort kein Fach Zeitgeschichte. Es hielt also der Dozent, damals Dozent Jeditschka, einzelne Vorlesungen an der Universität, aber das Fach Zeitgeschichte existierte nicht. Und im Wintersemester 1962/63 kam aus den USA ein Wiener Dozent zurück, Fritz Fellner, der in den USA ein Jahr verbracht hatte und begann dort mit einem Seminar über den Kriegsausbruch und den Ersten Weltkrieg. Kriegsausbruch 1914. Ich hatte mich eigentlich also für Altgermanistik entschieden und habe also bereits sozusagen auch ein Dissertationsthema dann im 3. Semester bekommen. So etwas ging damals noch, heute wäre das unmöglich. Da müsste ich zuerst einen Bachelor und Master also beginnen. Ja. Aber das waren eben noch andere Zeiten. Und dieses Seminar des Kriegsausbruchs 1914, das hat mich so gepackt und fasziniert, dass ich dann radikal umgestellt habe und mich dafür entschieden habe, Altgermanistik sein zu lassen und die Wolf Dietrich eben als Dissertationsthema gar nicht anzufangen, sondern dass ich also seitdem also mein Herz für die Zeitgeschichte entdeckt hatte. Bemerkenswert war das insofern, 1914 war damals also Gegenstand einer internationalen Diskussion, besonders also in Deutschland gab es also eine scharfe Kontroverse zwischen den Historikern über dieses Jahr und es zeichnet auch natürlich den Zustand der Geschichtswissenschaft damals. 50 Jahre betrug die Archivsperre. 1964 war also auch jenes Jahr, wo die Akten erstmals also freigegeben wurden, weil die Archivsperre also auslief und in der Folge damit also eine Fülle von bis dahin unbekannten Dokumenten, also überhaupt erst für den Historiker zugänglich wurde. Nun, heute stehen wir sozusagen knapp vor dem 100-jährigen Jubiläum. Und es ist interessant, dass also die Zeitgeschichtsforschung eigentlich einsetzt im Jahr 1914 in Österreich mit dem Jahr 1914, eben weil also die Archive zugänglich werden. Ja. Und dass in diesen 50 Jahren doch also ein sehr großer Schritt getan wurde. Aber wir haben natürlich auch gelernt, nicht mehr nur den nationalen Blick auf dieses Geschehen zu werfen. Inzwischen gibt es also eine Fülle von internationalen Untersuchungen, die nicht nur jeweils den nationalen Standpunkt
wiedergeben oder zu erkunden suchen der verschiedenen am Krieg beteiligten Länder, sondern es gibt sehr umfassende Studien. Wenn ich diesen Vortrag genannt habe, die Entgrenzung des Krieges, Totalisierungsprozesse der Kriegsführung, so bin ich eigentlich zu diesem Thema gekommen über jenen Mann, den auch schon Helmut Konrad sozusagen also genannt hat, als einen der großen Historiker zur Geschichte des 19. und des 20. Jahrhunderts, Eric Hobsbawm. In seinem Buch Das Zeitalter der Extreme, das kurze 20. Jahrhundert, nennt er das erste Kapitel interessanterweise das Zeitalter des totalen Krieges. Für ihn ist das 20. Jahrhundert dadurch gekennzeichnet, dass es durch eine Epoche des totalen Krieges begonnen wird, eingeleitet wird, die 30 Jahre dauert, von 1914 bis 1945. Hobsbawm subsumiert also den Ersten Weltkrieg bereits also unter den Begriff des totalen Krieges und leitet damit also eine Verbindung ein zwischen der Geschichte des Ersten Weltkrieges sozusagen bis zum Zweiten Weltkrieg. Gerade also in der deutschen Geschichtswissenschaft hat ja auch lange die Auffassung geherrscht, dass es eine Art Kontinuität der deutschen Geschichte über den Ersten Weltkrieg zum Zweiten Weltkrieg, beginnen vor dem Ersten Weltkrieg, die Gründung des Deutschen Kaiserreiches 1871 wäre. Und möchte heute sozusagen von diesen Diskussionen ausgehend versuchen, Ihnen damit näher zu bringen, was denn mit dieser These des Zeitalters des totalen Krieges wichtig zu sein scheint und auf der anderen Seite aber auch, wo diese These ihre Probleme bereitet. Ich habe den darunter dann geschrieben, also im Titel des Folgenden, Totalisierungsprozesse der Kriegsführung. Es geht also um Prozesse der Totalisierung, das heißt sozusagen, wir bewegen uns sozusagen immer auf einen Zustand eines totalen Krieges quasi zu. Das idealtypische Modell des totalen Krieges wird aber selbst im Zweiten Weltkrieg also nur sehr begrenzt also überhaupt erreicht. Und es ist sicher zu unterscheiden zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, aber es gibt natürlich eine ganze Fülle von Argumenten dafür. Totalisierungsprozesse. Nun, was heißt das? Das heißt nicht, mit dem Ersten Weltkrieg beginnt schlagartig dieser Totalisierungsprozess, sondern die Forschung ist sich heute einig, dass also diese Totalisierungsprozesse etwas mit Kriegsführung der europäischen Mächte seit, man könnte sagen, in den ersten Anfängen seit der Französischen Revolution, dann bis in das 20. Jahrhundert bedeutet. Der Militärhistoriker Stieg Förster nennt 4 idealtypische Elemente des totalen Krieges. Erstens die totale Mobilisierung. Es handelt sich hierbei um die vollständige Inanspruchnahme aller gesellschaftlichen und materiellen Ressourcen eines Staates zum Zwecke der Kriegsführung. Im Idealfall verwandeln sich Gesellschaft und Wirtschaft in eine einzige Kriegsmaschine unter staatlicher Leitung. Zweitens, totale Kriegsziele. Die totale Mobilisierung durch staatliche Zwangsmaßnahmen mit Hilfe von Massenpropaganda lässt sich kaum um begrenzte Kriegsziele willen durchführen. Sie ist nur vor dem Hintergrund einer existenziellen Bedrohung von außen glaubhaft zu propagieren. Totale Kriegsziele variieren dabei von der Forderung nach bedingungsloser Unterwerfung des Feindes bis hin zu dessen physischer Ausrottung. Hier haben wir schon
begrenzte Kriegsziele und dieses Thema der Entgrenzung von Kriegszielen also angesprochen. Drittens, totale Kriegsmethoden. Mit der Formulierung totaler Kriegsziele korrespondiert die Entgrenzung der Kriegsmittel. Die Regeln des Kriegsvölkerrechts werden zunehmend missachtet. Besonders hervorstechend ist die zielbewusste und systematische Kriegsführung gegen die feindliche Zivilbevölkerung. Auf diese Weise soll dem Widerstandswillen des Gegners das Rückgrat gebrochen werden. Viertens, die totale Kontrolle. Unter den Bedingungen arbeitsteiliger Gesellschaften und moderner Industriestaaten lassen sich totale Kriegsanstrengungen nur unter vollständiger Kontrolle durch die politischen und militärischen Behörden durchführen, da sie einen enormen organisatorischen Aufwand verlangen und keine zivilistischen Nischen mehr gestattet werden sollen. Nun, das ist ganz deutlich also am Nationalsozialismus orientiert, an Deutschland des Nationalsozialismus. Aber die Frage ist ja, welche historischen Prozesse stehen denn dahinter? Und wie weit reichen diese historischen Prozesse auch zurück? Und das möchte ich also im ersten Teil hier ganz kurz skizzieren. Wir können verschiedene Dimensionen der Entgrenzung des Krieges feststellen. Eine soziale Dimension des modernen Krieges, nämlich die, dass zunehmend die militärischen, der Personenkreis der unmittelbar am Krieg Beteiligten, also die Kombattanten, dass die sozusagen verbunden werden nun mit der übrigen Gesellschaft, die sich sozusagen im Hinterland befindet, und dass das Hinterland, das sogenannte Hinterland, eine immer größere Rolle zu spielen beginnt. Man kann sagen, dass also noch bei Napoleon man in ein fremdes Land einmarschiert ist und dass hier in diesem fremden Land eben die Armeen weitestgehend aus dem Lande heraus gelebt haben, Kontributionen eingehoben haben, Lieferungen also eingehoben haben. Wenn man die Erzählungen liest, wie also die napoleonischen Armeen hier zum Beispiel also in Linz also auch Station machen, dann wird der Stadt Linz eine bestimmte Kontributionsleistung auferlegt. Das heißt, sie hat bestimmte Geldmittel zur Verfügung zu stellen und sie hat also auch für die Versorgung der Truppen, der französischen Truppen, also hier aufzukommen. Da ist noch eine klare Grenze da zwischen dem, was in Frankreich geschieht, und den Truppen, die irgendwo in der Ferne eben unterwegs sind. Was natürlich auch ermöglicht, dass also hier der Nachschub nicht über enorme Strecken zugeführt werden muss, während also eben die Verbindung von Hinterland und der Front im modernen Krieg eine viel engere Verknüpfung der Transporte und der Kommunikation zwischen Front und sogenanntem Hinterland mit sich bringt. Das spielt dann also im Ersten Weltkrieg, aber auch im Zweiten Weltkrieg also eine große Rolle, dass hier im Ersten Weltkrieg zum Beispiel also schon beim Vormarsch im Jahr 14, im September 14, August, September 14, durch Belgien in das nördliche Frankreich, der Vormarsch so schnell geschieht, dass durch die rückflutenden französischen Truppen verschiedenste Kommunikationsmittel von Telegrafenleitern angefangen bis hin also zu Brücken, Straßen und so weiter, Bahnstrecken hier zerstört werden und dass der Vorstoß so rasch erfolgt, dass also plötzlich zu den hinteren Teilen der Armeen, die also unmittelbar für die Führung verantwortlich waren und die für die Versorgung verantwortlich waren, plötzlich sich ein Niemandsland auftut und hier dann also das nach heutiger Meinung
mit ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass dann also der französische Gegenangriff an der Marne durchaus erfolgreich zuerst sein konnte. Also ein Element war. Aber es gibt also viele Beispiele, also, wo also eben hier dieses Problem des Nachschubes dann also im 20. Jahrhundert eine große Rolle spielt. Wir werden also noch aber auf andere Elemente dieser sozialen Dimension des modernen Krieges kommen. Zeitliche Dimension des modernen Krieges. Der moderne Krieg ist nicht mehr an bestimmte Jahreszeiten gebunden. Als die französischen Truppen in den napoleonischen Kriegen ausrückten, da war es meist so, dass also die Ernte vorbei war. Das heißt also, dass man hier also einen bestimmten Zeitraum im Jahr mit nutzen konnte, weil also die meisten der Soldaten eben also bei der Ernte mithelfen mussten. Und daher sozusagen also gibt es also diesen Rhythmus der Jahreszeiten, die auch mit der Produktion der Lebensmittel also zusammenhängen. Und man brauchte sozusagen also Leute, die in der Lebensmittelproduktion waren, auch gleichzeitig also eben dann als Soldaten. Und daher musste beides vereint werden. Die zeitliche Dimension des modernen Krieges, der Winter war kein idealer Zeitpunkt, den Krieg in der vormodernen Zeit zu führen. Im modernen Krieg werden die Jahreszeiten sozusagen entgrenzt, diese jahreszeitlichen Rhythmen entgrenzt, und der Krieg läuft über mehrere Jahre hinweg, ohne dass er zwischenzeitlich quasi zum Stillstand kommt. Auch deshalb, weil die früheren Kriege sich sehr stark eben in bestimmten Schlachten, auf bestimmte Schlachten, Schlachtfeldzüge, Schlachtfelder konzentriert haben. Der moderne Krieg, werden wir sehen, die territoriale Dimension des modernen Krieges wird anders. Die Schlachten spielen noch eine Rolle, aber dazwischen spielen seit dem Krimkrieg, der erste Krieg dieser Art ist der Krimkrieg, Mitte der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts, ein großer, durchaus großer Krieg zwischen den europäischen Mächten, Russland auf der einen Seite, Frankreich, Großbritannien und das Osmanische Reich auf der anderen Seite, und dann plötzlich, also fast noch, aber dann doch nicht zum Zug kommend, Österreich, das Kaiserreich, das damalige Kaiserreich Österreich, das Habsburgische Reich. Die territoriale Dimension des Krieges konzentriert sich also nicht mehr auf die einzelnen Schlachtfelder und dazwischen Bewegungsmärsche so weiter, sondern sie ist getragen von dem Bestreben, ganze Regionen unter Kontrolle zu bekommen, auch um den Zugriff auf die Ressourcen dieser Regionen zu haben. Und die Schlacht ist, wie man dann sehen wird, nicht das Entscheidende, sie kann zwar also, sondern die lange dauernden Stellungskriege sind es. Daher taucht dann also auch eine besondere Art der modernen Kriegsführung ab, nämlich der Versuch des Bewegungskrieges, zugespitzt im Begriff des Blitzkrieges. Die wirtschaftliche Dimension des modernen Krieges ist auch dadurch, ich habe es schon genannt, gekennzeichnet, dass nunmehr Kriegsführung vom permanenten Nachschub an Kriegsmaterial abhängt. Und zwar, weil sich die Waffentechnik so verändert. Was wir im 19. Jahrhundert sehen, ist, dass die Waffentechnik immer mehr eben zu einer industriellen Fertigungstechnik wird und auch zum Beispiel im Krimkrieg sind es die bezogenen
Abläufe der Gewehre, die dazu führen, dass also die Reichweite eines Gewehrs auf der nicht-russischen Seite, auf der englischen Seite zum Beispiel 800 bis 1000 Meter beträgt, während die russischen Vorderlader nur 200 Meter weit gereicht haben. Die Artillerie besteht nicht mehr aus den traditionellen Kanonen, sondern die Artillerie wird also in großen Industriewerken also gefertigt. Nach modernsten metallurgischen Erkenntnissen. Die Metallurgie ist fortgeschritten. Stahlproduktion tritt also an die Stelle der früheren Eisenproduktion. Das heißt sozusagen, die Front braucht oder die Heere brauchen einen permanenten Nachschub, auch an Munition, an Waffen, weil der Krieg auch eine unglaubliche Materialschlacht wird. Das heißt also eine Vernichtung eigentlich der industriellen Produkte wieder herbeiführt. Diese wirtschaftliche Dimension ist natürlich auch dann verbunden also mit anderen Fragen, auf die wir noch eingehen werden. Ja, wer finanziert diesen Krieg? Ja. Gibt es also irgendwo Grenzen der Entgrenzung des Machbaren in diesem Krieg? Und wir werden sehen, dass es diese Grenzen sehr wohl gibt. Das Zweite, der nächste Punkt ist die wissenschaftliche und sind die wissenschaftlichen und technologischen Dimensionen des modernen Krieges. Die wissenschaftlichen und technologischen Dimensionen, der moderne Krieg beginnt im 19. Jahrhundert sozusagen klar von wissenschaftlicher Leistungskraft eines Staates und technologischer Entwicklung abhängig zu sein. Wir sehen das also in der Entwicklung gerade dieses Wettrüstens zwischen den europäischen Großmächten, dass also eben bestimmte Großmächte mit diesen Entwicklungen nicht Schritt halten können, zum Beispiel also in das Osmanische Reich, obwohl es dann versucht, durch Reformen Schritt zu halten, oder auch das Habsburger Reich, das also nicht in gleicher Weise hier wissenschaftlich, technologisch auf diesen Gebieten mit der zum Beispiel deutschen Schwerindustrie, aber auch also gerade mit der Industrie Englands oder auch dann besonders der USA Schritt halten kann. Das heißt, die Entgrenzung sozusagen ist auch der Versuch, bisherige Grenzen des Wissenschaftlichen, der Innovationen zu sprengen. Der Krieg wird auch zu einem ganz massiven Motor wissenschaftlicher und technischer Entwicklungen und Erfindungen. Das Letzte dann, und sicher nicht unbedeutend, sind die ethischen und moralischen Dimensionen des modernen Krieges. Der moderne Krieg, es ist ja schon angesprochen in den Ausführungen von Stieg, ist auch zunehmend in Gegensatz geraten zu den Entwicklungen der Zivilgesellschaft seit der Aufklärung, seit den bürgerlichen Revolutionen, seit dem Übergang zu Verfassungsstaaten, parlamentarischen Verfassungsstaaten des 19. Jahrhunderts. Und er unterscheidet sich also hier ganz klar in der Tendenz, Begrenzungen der Zivilgesellschaft, die dort üblich sind und als notwendig gesehen werden, für den Krieg als nicht gangbare Wege zu definieren. Den Ursprung könnte man sehen eigentlich in der Ausbildung des modernen Territorialstaates, der dazu führt, dass also eben nunmehr nicht die alten Rekrutierungsformen von Truppen aufgelöst werden und dass das Heerwesen zu einem staatlichen
Heerwesen wird, eines Zentralstaates, ob das nun also ein Parlament, vom Typus des Vereinigten Königreiches war oder eben eines vom Typus des Habsburgerreiches. Das 18. Jahrhundert ist ein Jahrhundert der Versuche, moderne Organisationsformen des Heerwesens, der Flotte, des Flottenwesens und so weiter zu entwickeln. Die Französische Revolution ist hier also von ganz besonderer Bedeutung und dann also die Reformen auch unter Napoleon Bonaparte, nämlich sie lebt zuerst einmal von der Levée en masse, also von den von der Mobilisierung des Volkes, der Massen, des breiten Volkes für den Krieg. Die revolutionären Kriege leben sozusagen vom Appell an diese Massen und sie leben auch wesentlich davon, dass hier eine bestimmte Sendung, eine nationale Sendung dieser französischen Revolution eben als Leitbild in den Kriegen dann eine Rolle spielt gegen die Gegner, die die alte feudale Gesellschaft repräsentieren. Von dort ist es nur ein Schritt, dass auch die Gegner zum Teil beginnen, nunmehr den Krieg zu vervolklichen, zumindest in der Propaganda. Man denke nur, die große Schlacht um Leipzig, die Völkerschlacht von Leipzig. Ja, also hier wird nicht gesagt, das sind die Habsburgischen, Habsburg, Hohenzollern und so weiter. Ja. Die verschiedenen Dynastien stehen nicht im Vordergrund, sondern die Völker. Und man denke also, unter das ganze 19. Jahrhundert steht dann auch zum Teil unter dem Motto der Befreiungskriege. Der moderne Krieg im 19. Jahrhundert wird aber sehr stark dann geprägt durch die ökonomische Problematik. Er wird nun nicht mehr aus der Mobilisierung großer Massen der Bevölkerung, die in den Krieg zieht und Schlachten schlägt, sondern er wird nun auch in ganz hohem Maße industrialisiert. Schon Napoleon Bonaparte übernimmt aus den Vorläufern der französischen Könige dann Einrichtungen, wo also ein enger Bezug des Ingenieurtums zum Krieg hergestellt ist. Die Ingenieurschulen sind im Grunde genommen sozusagen auch immer stärker auch die Schulen, die die entsprechenden Infrastrukturen und die entsprechenden Hilfsmittel entwickeln für den Krieg. Industrielle Leistungskraft wird also im revolutionären Frankreich und unter Napoleon bereits also als ein ganz wesentlicher Faktor militärischer Macht auch gesehen, wie auch schon vorher wirtschaftliche Leistungskraft im Absolutismus ja auch hier auch verbunden wurde mit den ökonomischen Möglichkeiten, überhaupt Krieg zu führen. Der Ressourcenbedarf der modernen Kriegsführung steigt aber dann in enormer Weise. Österreich hat das also schon unter den Habsburgern 1811 erlebt, als mitten in die Auseinandersetzungen mit Napoleon der österreichische Staatsbankrott fällt. Es ist also ein Staatsbankrott, der Staat ist plötzlich nicht mehr zahlungsfähig und diese Gefahr begleitet nun immer die kriegführenden Mächte während des 19. Jahrhunderts. Der Krimkrieg wiederum ist ja für Österreich besonders kurios ausgefallen. Man hat also 300.000 Mann Truppen mobilisiert
gegen Russland also in eine Aufmarschposition gebracht und dann werden diese 300.000 Mann wieder zurückgezogen und wieder demobilisiert und das Kaisertum Österreich schrammt gerade noch an einem neuerlichen Staatsbankrott vorbei und man sucht dann eine neue Konzeption. Man beruft den Freiherrn von Bruck als Finanzminister, der dann die Gewerbefreiheit zum Beispiel also einführt, ja, und hier also eine Modernisierung der Wirtschaft des Habsburgerreiches einzuleiten versucht. Auch letztlich bis hin zu den Verhandlungen mit Ungarn, bis hin zu der Etablierung eines parlamentarisch-verfassungsmäßigen Systems dann in den 60er Jahren, kann man sozusagen hier Auswirkungen sehen. Die militärische Schwäche gegenüber Preußen und um im Deutschen Bund die Vormacht zu behalten, ist eklatant verbunden mit diesen Nachwirkungen einer einzigen großen Mobilisierung. Und ich würde meinen, dass hier sozusagen ein ganz wichtiger Faktor ist, der ja auch sehr aktuell ist. Der moderne Krieg ist ein verschlingendes Ungeheuer für Ressourcen und Finanzmittel einer Gesellschaft. Und dort also sozusagen liegt natürlich auch seine Achillesferse. Denn was passiert denn daraus? Es wird immer schwieriger, einen modernen Krieg zu beenden. Und das sage ich jetzt nicht aus der Rückschau, sondern im August 1914 sagt das also einer der führenden Industriellen des Deutschen Kaiserreiches, Walter Rathenau, der also in seinen Briefwechsel darauf hinweist, dass die schwierigste Sache ist, nicht den Krieg zu beginnen, sondern ihn dann zu beenden. Dass das die schwierigste Sache sein wird. Weil sich eine Eigendynamik entwickelt, die unglaublich hohen Investitionen in den Krieg, die ja verloren gehen, weitestgehend, ja, sind irgendwo natürlich also zu finanzieren mit Krediten oder durch Eintreibung von Steuern und so weiter. Auf jeden Fall so hat der moderne Krieg ja auch für die Strukturen einer modernen Gesellschaft ganz wesentliche Auswirkungen. Und hier ist eben die Achillesferse, der Staatsbankrott oder die Frage, was kommt nach dem Krieg, wer trägt die Kosten dieses Krieges. Und diese Frage ist sehr aktuell, natürlich dann, bereits also im Jahr 1918, am Anfang, in den ersten Monaten des Jahres 1918, der Frage, wie der Friede von Brest-Litowsk mit Russland geschlossen werden soll und den neuen Staaten. Welche Bedingungen hier aufgestellt werden sollen. Und dann natürlich wird es noch einmal interessant, also am Ende des Krieges, im November 1918, wobei dieser Krieg also zum Beispiel also für das Osmanische Reich also bis 1923 dauert, Polen oder in Russland der Bürgerkrieg, Polen ist also in kriegerischen Verwicklungen weit über das Jahr 1918 hinaus. Ja. Also das sieht man, wie hier sozusagen also die Instabilität gegeben ist. Und die Frage ist ja immer gewesen, oder der Vorwurf an die Pariser Friedenskonferenz, dass sie sehr kurzsichtig gehandelt habe mit ihren Bedingungen der Sieger gegenüber den Besiegten. Aber auf die andere Frage muss man eben sagen, gut, was haben die Besiegten im Februar 1918 getan gehabt im Frieden von Brest-Litowsk? Und das ist ja auch vorgehalten worden. Sie haben genauso agiert. Und die Frage ist, ob Regierungen einen Verständigungsfrieden so ohne weiteres
politisch in ihren Ländern überlebt hätten. Ich habe schon auf den Krimkrieg hingewiesen, 1854 bis 1856. Hier bestimmen also erstmals moderne Waffentechniken ganz wesentlich das Kriegsgeschehen. Es sind also neuartige Gewehre, es sind neuartige Kanonen, die dann unter dem Begriff der Artillerie zusammengefasst werden. Und die leichte Brigade, es gab also einen Film und ein Buch, also über die leichte, oder mehrere Bücher über den Angriff der leichten Brigade, eine englische Kavalleriebrigade, die in die vernichtende Wirkung der russischen Artillerie hineingerät und dort also, von der Artillerie zerfetzt wird, muss man sagen. Also mit ist ein erschreckendes Beispiel, wo plötzlich also gesehen wird, es beginnt sich der Krieg zu ändern. Der Angriff der Kavallerie, die Kavallerie muss anders eingesetzt werden, wenn Gewehre bis zu 1000 Meter also Reichweite haben. Und nicht nur 200 Meter, weil da ist die Kavallerie immerhin schon sehr nahe herangekommen. Ja? Aber natürlich noch stärker gegenüber der Artillerie, wo die Artillerie nunmehr in bedeutenden Massen also aufgefahren wird, entwickelt sich diese neuartige Hochleistungskanone zu einem verheerenden Gegner der Infanterie wie der Kavallerie. Die Schifffahrt spielt eine Rolle. Die Überlegenheit der westlichen Flotten, der westeuropäischen Flotten, der Mächte, liegt darin, dass sie gepanzerte Dampfschiffe, noch keine bitte, also Stahl gebauten, die Schiffe, sondern also aber eben mit Stahlplatten oder Eisenplatten geschützte Schiffe also sind. Und dass es Dampfschiffe sind, ja, die hier also unabhängig von Wind und Wetter sind, darüber verfügen auch, also verfügt auch Russland, aber zum Beispiel also nicht das Osmanische Reich, also das sich mit seiner Flotte untergeht gegenüber den Angriffen der russischen Schiffe. Es ist die Eisenbahn, die direkt an der Front zum Tragen kommt, um Verbindungen zwischen den Zufahrtswegen, Zuschubwegen von Nachschub direkt an die Front, die sogenannten Feldbahnen werden also hier das erste Mal eingesetzt in diesem Stellungskrieg. Und eine ganz junge Erfindung, der Telegraph. Der Telegraph spielt in diesem Krieg eine enorme Rolle. Nicht nur, weil nunmehr die Journalisten des Daily Telegraph, zum Beispiel, warum das heißt das Daily Telegraph, aber die Journalisten der großen Londoner Zeitungen oder Berlins hier direkt vom Kriegsschauplatz noch so berichten können, dass bereits im Abendblatt die neuesten Neuigkeiten gemeldet werden, sondern weil nunmehr die Lenkung des Krieges über große Entfernungen in einer völlig anderen Weise möglich wird, aber auch vor Ort. Es ist die Drahtübertragung, die hier nunmehr eben die einzelnen Truppenteile verbindet und die Befehlskette lückenlos bis in ein oberstes Kommandozentrum, zum Beispiel in Paris oder in London, führen lässt. Was auch sozusagen organisatorisch eine Umstellung bedeutet, weil nunmehr die vor Ort befindlichen Truppenführer und Feldherren natürlich sozusagen an Bedeutung zum Teil verlieren, weil sozusagen eine neue Steuerung und Rückkoppelung herzustellen ist zwischen einem Zentrum, einer zentralen Führung und bis hin zur Front. Das heißt, es gibt also eine ganze Reihe von organisatorischen Veränderungen mit diesen neuen Technologien
organisatorische Veränderungen, aber auch, weil hier zum ersten Mal eben eine Schlacht in den Schützengräben, nicht mehr eine Schlacht, sondern ein Krieg, ein Stellungskrieg in den Schützengräben geführt wird. Und hier nun also eben das erste Mal eben völlig andere Formen der Kriegsführung notwendig werden, Truppen aus Schützengräben gegen befestigte Stellungen auf der Gegenseite zu führen, durch Artillerieangriffe durchzuführen. Ja. Und hier gibt es eigentlich schon, und das ist etwas anders, als es Helmut Konrad bei der ersten Veranstaltung dargestellt hat, gibt es schon im 19. Jahrhundert natürlich also solche Erfahrungen. Diese Erfahrungen sind aber auch so, dass unglaubliche Verluste auftreten. Das heißt, einmal Verwundete, Kriegstote, aber auch eine große Zahl von Toten aufgrund der verheerenden hygienischen Verhältnisse am Kriegsschauplatz, in den Schützengräben. Die Cholera, die Rattenplage, all das bestimmt den Alltag. Und wer sich dafür interessiert, dem sei also das neueste Buch zum Krimkrieg von Figes, der auch sehr viel über die Sowjetunion geschrieben hat, empfohlen. Hier haben wir sozusagen also diese ersten Erneuerungen und man kann dann stufenweise sehen, wie sich das weiterentwickelt. Wie sich das zum Beispiel also auf den Schlachtfeldern des Habsburgerreiches, Solferino, weiterentwickelt hat. Wie sich das also im Deutsch-Österreichischen Krieg 1866 bis zur Schlacht von Königgrätz entwickelt oder dann aber auch in dem Deutsch-Französischen Krieg, der zur Gründung des Deutschen Kaiserreiches führt. Hier wird aber auch mit diesen Kriegen das erste Mal diese Entgrenzung des Krieges über die Menschlichkeit hinaus, über die Gesetze der Menschlichkeit hinaus bewusst gemacht. Im Krimkrieg ist es die Diakonissin Florence Nightingale, die hier mit Krankenschwestern, mit Schwestern also auf die Schlachtfelder geht und die Verwundeten also abzutransportieren und sie zu versorgen, sie mit medizinischer Betreuung zu versorgen. Weil auf diesen Schlachtfeldern erweist sich ein großer Mangel, nämlich es gibt keinerlei Regeln und es gibt keinerlei Personal, das sich um die Verwundeten kümmert, um den Abtransport von Verwundeten und zwar egal welcher Seite. Und es ist dann ja 1859 bei der Schlacht von Solferino Henri Dunant, der dann von diesen Erlebnissen, von den Eindrücken der Schlacht von Solferino mit den zigtausenden Verwundeten und ihrem Schicksal so beeindruckt ist, dass er dann hinführt zum Roten Kreuz. Es gibt daher im 19. Jahrhundert gleichzeitig mit diesen Entgrenzungsbewegungen dann auch Begrenzungsversuche. Es ist sozusagen aus der Zivilgesellschaft heraus entwickeln sich nunmehr eben auch, obwohl die Legitimität des Krieges als solche nicht in Frage gestellt wird aber die Entgrenzung der Kriegsführung in Frage gestellt. Und das führt uns hin dann bis zu den Haager Konventionen im ersten Jahrzehnt also des 20. Jahrhunderts, wo es dann also Festlegungen gibt bezüglich des Schutzes von Nichtkombattanten, das heißt also von Zivilisten, sogenannten Zivilisten, den Schutz von Kriegsgefangenen gegen verschiedenste dann völkerrechtswidrige Verfahrensweisen. Und auch es beginnt die
das Verbot von bestimmten Mitteln der Kriegsführung, verbotenen Waffen zum Beispiel, sind die ersten Ansätze für den Einsatz von Giftgas, also hier auch direkt in Zwischenkombattanten gelegt. Wir können sagen, dass Totalisierung und Begrenzung, Entgrenzung, Begrenzung in dem Spannungsverhältnis von ziviler Gesellschaft und Kriegsführung im 19. Jahrhundert angelegt sind. Im zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, nehmen wir wieder her, haben wir sozusagen den parlamentarischen Verfassungsstaat sehr stark unter liberalen Werten zusammengefasst. Grundrechte, parlamentarische Vertretung, Schutz bestimmter Freiheiten des Bürgers, der Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, Vereinsfreiheit, die Freiheit zum Beispiel, also das Koalitionsrecht, also in Konflikten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern sich zusammenzuschließen. Der Krieg wird aber gleichzeitig, das sieht man sehr schön an der österreichischen Verfassungsordnung des Jahres 1967 folgende, als ein Ausnahmezustand von dieser zivilen Ordnung definiert nunmehr, und in diese Verfassungsordnung werden daher Ausnahmsregeln für den Kriegsfall, beziehungsweise auch bei inneren Unruhen und so weiter, aufgenommen. Also das Standrecht kann, der Belagerungszustand kann auch im Nichtkriegsfall verhängt werden bei Aufständen. Aber für den Kriegsfall ist auf jeden Fall ein Ausnahmezustand, ein Ausnahmerecht notwendig. Und es spielt eine ganz bestimmte Rolle, wer ist denn nun der Herr der Kriegsführung? Sind es die Herrscher? Ist es der deutsche Kaiser, der preußische König? Ist es also der habsburgische Kaiser oder ungarische König? Das heißt, brauchen sie dafür die Parlamente. Gerade also bei den Mittelmächten zeigt sich, dass also die herrscherlichen Rechte, die Rechte der Parlamente überwiegen. Man braucht nicht eine Zustimmung eines Parlaments zu einer Kriegserklärung zum Beginn eines Krieges, sondern das ist Sache der Rechte des Souveräns, des Herrschers. Daher sozusagen sowohl in Österreich, Ungarn, als auch, also vor allem in der österreichischen Reichshälfte, als auch in Deutschland, Ende des Ersten Weltkrieges dann die sogenannte Parlamentarisierung, die sehr spät kommt, im Oktober 1918, wo nunmehr sozusagen gerade im Deutschen Kaiserreich dann diese Rechte des Parlaments, des Reichstages ganz wesentlich also gestärkt werden, aber sozusagen zu spät. Aber das hat natürlich seine Rolle, sozusagen, weil hier auch nunmehr die Frage ist, wem gegenüber muss man loyal sein? Es gibt sozusagen keine Repräsentanten des Volkes, die dem zustimmen. Die können für die Kriegskredite, wie zum Beispiel also im Deutschen Reichstag im Jahr 1914, zustimmen oder sie ablehnen. Aber das ist schon was anderes, da ist schon der Krieg erklärt. Das spielt dann im Ersten Weltkrieg eine ganz wesentliche Rolle, gerade also, wenn man also die gewissen Schwächen auch der sehr stark dynastisch dominierten Mittelmächte ansieht, dass die Frage ist, sollen wir denn für einen Kaiser oder für einen ungarischen König oder für einen Hohenzollern den Kopf hinhalten. Die weitere schwierige Frage, die nicht gelöst ist, die gesellschaftliche Legitimation eines Krieges. Wer hat Nutzen oder welchen Nutzen soll der Krieg bringen? Welche Kosten bringt er? Welche Gewinne, welche Verluste?
zugunsten von wem, zu Lasten von wem. Auch das sind offene Fragen, die sich hier stellen und wo nun dann die Propaganda oder eben die Beschwörung des Patriotismus, die Beschwörung des Vaterlandes, die Beschwörung der Nation, des deutschen Volkes so weiter eine große Rolle zu spielen beginnt. Oder wenn man sieht, 1914, dass die Sozialdemokraten quasi ihren Parallelkrieg führen, die österreichischen wie die Deutschen, weil es ja den Zarismus, die Bedrohung durch den Zarismus abzuwehren gilt. Genauso für die französischen und englischen Arbeiter gilt es sozusagen die Bedrohung durch den Absolutismus oder durch die undemokratischen Verhältnisse bei den Mittelmächten abzuwehren. Hier werden also bestimmte ideologische Konstrukte aufgebaut, die wir dann also auch im Zweiten Weltkrieg, also genauso damals auch finden, ja, wo das Ganze plötzlich als eine Verteidigung erscheint. Die Gesetzgebung vor 1914 im Habsburger Reich geht daher auch aus, immer den Status des Kriegsgebietes zu definieren, beziehungsweise den des Hinterlandes. Im Hinterland ist eigentlich nach der Verfassungsordnung von der 60er Jahre, Ende der 60er Jahre, nicht vorgesehen, dass das militärische Recht gilt. Höchstens in begrenztem Ausmaß als Verordnungen, die dann zeitlich begrenzt sind, die dann von den Häusern des Reichsrates genehmigt werden müssen und hier also in ganz deutlicher Weise nur eine begrenzte Möglichkeiten des Einsatzes. Hier bereits also im 1869 gibt es also eben diese Möglichkeiten der Aufhebung der Grundrechte, zum Beispiel im Kriege. Aber eben auch immer gebunden an eine parlamentarische Genehmigung. Das Militärstrafrecht ist ein Nebenstrafrecht, das wesentlich eine eigene Judikatur hat, eigene Gerichtshöfe, eigene Strafprozessordnung hat, die zwar modernisiert wird, noch im Jahr 1914, aber die ganz deutlich von der zivilen Ordnung, Rechtsordnung getrennt ist. Es gibt aber bereits vor 1914 im Zusammenhang mit den Balkankriegen die ersten Versuche, systematisch einen Behelf für die Regierung und auch für das Militär auszubauen, der dann 1914 eine große Rolle spielt, nämlich eine Zusammenfassung über die gesamten Ausnahmsverordnungen, die möglich sind und wie man hier das regeln kann. Und es kommt 1913 mit parlamentarischer Genehmigung zum sogenannten Kriegsleistungsgesetz. Das Kriegsleistungsgesetz ermöglicht es nun auch im Kriegsfalle bestimmte Industrien, bestimmte Unternehmen unter militärisches Kommando zu stellen und, das hat übrigens also in der Parlamentsdebatte Karl Renner, die Sozialdemokratie hat sich da nicht herausgehalten, die hat also zugestimmt zu diesem Kriegsleistungsgesetz. Karl Renner zum Scherz veranlasst, dass also damit die sozialistische Revolution viel einfacher wird. Nach dem Kriegsleistungsgesetz kann man sozusagen, also eben einmal muss man nur die Leutnants losschicken, ja, und die Unteroffiziere und die besetzen dann, die übernehmen dann die ganze Leitung von privaten Unternehmen und damit ist die Verstaatlichung, die soziale Revolution mit einem einfachen Regierungsakt zu vollziehen. Nun, das Kriegsleistungsgesetz, das war natürlich schon bereits also nunmehr ein Übergriff in die
Zivilgesellschaft des Hinterlandes, ja, weil damit ermöglicht wurde, eben Arbeiter in der Industrie unter militärisches Kommando zu stellen. Ich sage extra Arbeiter, weil es keine Frauen gibt. Ja, für Frauen gilt das Kriegsleistungsgesetz nicht. Und das ergibt dann also etwas kuriose Zustände im Ersten Weltkrieg, nämlich, dass die Frauen ganz wesentlich werden zu Trägerinnen des Streiks und Streiks zum Beispiel. Und das Kriegsleistungsgesetz, die Männer sind blockiert sozusagen, die stehen unter militärischem Kommando. Und Streik wäre Befehlsverweigerung. Obwohl man dann auch sieht, 1917 beginnt es, 1917 gerade die Arbeiter des Arsenals, also der Werkstätten des Heeres, die streiken, als Friedrich Adler vor Gericht steht und seine Abrechnung mit der Kriegsdiktatur hält. Sie streiken und es schert sie einen Teufel, ob sie sozusagen hier unter Kriegsrecht bestimmte Gesetze verletzen oder nicht. Ähnlich also im großen Jännerstreik dann des Jahres 1918. Also das Mittel der Militarisierung ist also begrenzt, nur begrenzt brauchbar. Aber wir sehen hier, hier man versucht mit dem Kriegsleistungsgesetz zum Beispiel und mit einer genauen Überlegung, wie könnte man Ausnahmsverordnungen nun handhaben, diese scharfe Grenze zwischen Zivilgesellschaft hier, Militär da, Militär im Krieg, im Frontgebiet, das also aufzulösen. Im Ersten Weltkrieg wird in Österreich dann das Kriegsgebiet exzessiv definiert und ein Gutteil der 1915 dann überhaupt nach dem Kriegseintritt also Italiens, ein Gutteil des Habsburgerreiches wird unter Kriegsrecht gestellt. Das heißt also, es sind Böhmen, größere Teile Mährens nicht unter Kriegsrecht, aber auch die österreichischen Kernländer, aber schon also im Süden beginnt es also das Kriegsrecht. Aber es kommt noch viel schlimmer. Im 19. Jahrhundert werden daher dann auch wesentliche Faktoren der Versuche, diese Gleichgewichte oder diese Spannungsverhältnisse zwischen Zivilgesellschaft und Militär im Krieg zu verschieben. Und ganz wesentlich sieht man hier, Motoren dafür sind durchaus also populäre, breite Massenbewegungen, Befreiungskriege, Einigungskriege, Kampf um die Selbstbestimmung. Ja, das werden Losungen, die sozusagen den Kampf für eine gerechte Sache führen lassen und aber auch tendenziell die Gefahr mit sich bringen, hier dann zur Entgrenzung des Krieges beizutragen. Denn es gibt eben auch Leute in der eigenen Gesellschaft, die nicht für den Befreiungskrieg sind, die nicht für einen Einigungskrieg sind. Hier plötzlich taucht dann etwas auf, wo sozusagen im Krieg mit Einheitswillen aller definiert werden, dem richtigen Ziel, der richtigen Zielsetzung, dem richtigen Glauben, gehörst du an oder nicht an. Das heißt, das wird natürlich fatal für jene, die sich dem nicht anschließen können. Nicht nur bei Desertionen, sondern auch zunehmend natürlich also wird das Hinterland als auch eine potenzielle Gefahr gesehen. Und im Ersten Weltkrieg verschiebt sich dann sehr rasch das Hinterland aus einem zivilen Bereich, nämlich in Österreich überhaupt von Anfang an, zur Heimatfront. Dort ist auch die Front. Das ist nämlich die Heimatfront, die genauso militärisch zu funktionieren hat.
Mit dem Nationalismus ist dann sehr eng dann auch verbunden natürlich Sozialdarwinismus, die Sendung der einzelnen Völker. Selbst die Sozialdemokraten Österreichs, ein Viktor Adler und so weiter, waren davon überzeugt, dass die deutschen Sozialdemokraten sozusagen am Wesen der deutschen Sozialdemokratie solle ganz Europas Arbeiterbewegung genießen, könnte man sagen. Noch 1919 schreibt Friedrich Adler in einem Brief, er kann sich nicht vorstellen, dass eines seiner Kinder in eine tschechische Schule gehen sollte, weil man doch deutsch sei. Bitte, also einer der Kriegslinken, ja, war also sozusagen hier von massiven Vorurteilen beseelt, dass man sozusagen ein Kind als Deutscher in eine Schule des kulturell doch wesentlich rückständigeren tschechischen Volkes schicken könnte. Solche Vorurteile waren in breiten Teilen der Gesellschaft vorhanden. Und die Rechte hat sehr stark mobilisiert, genau solche Vorurteile, und daraus eben Rechte zur Hegemonie der überlegenen Kulturen und Zivilisationen eben abgeleitet. Das war nicht nur in Deutschland so, das war in Frankreich, in England, überhaupt, wenn es um Kolonialvölker gegangen ist, mindestens also genauso ausgeprägt. Es kommt aber eines dazu, während vielfach zuerst es eine Art des demokratischen Nationalismus gibt, der demokratischen Nationalbewegung in den frühen Befreiungs- und Einigungsbewegungen. In der Ende des 19. Jahrhunderts wird zusehends die Moderne zur Dekadenz, zur Dekadence. Moderne gleichzeitig aber auch als Aufstieg eines neuen Menschentypus. Die Rezeption Nietzsches von Nietzsches Übermenschen wird also sozusagen zu einem weit verbreiteten Phänomen, oder die ganze Rassenliteratur, die es hier gibt, ja, ist ja immer verbunden mit einer Kritik an der Moderne, soweit sie zivil, in ihrer zivilen Spielart. Das heißt sozusagen, also sie wird gleichgesetzt mit Dekadenz oder dann, noch schlimmer, mit verschiedenen Verschwörungen. Ja, der Antisemitismus, die Moderne als Produkt des Judentums, des internationalen Judentums, das bis in die katholische Kirche hineinreicht. Ja, ein Georg von Schönerath, der das also bringt. Und was also sicher die Rechte in der Habsburger Monarchie und der Deutschen des Habsburger Reiches durchaus also dort breite Verbreitung fand, vor allem also zum Beispiel also in den Burschenschaften dann, die in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts dann einen Übergang von einem demokratischen nationalen Leitbild hin zu dem Bismarck-Kult und dann überhaupt zu immer stärkeren autoritären und antisemitischen Vorstellungen breites Staat sehen. Die Frage 1900 spielt eine Rolle, ist der liberale Verfassungsstaat, ist überhaupt gar Demokratie, die ja praktisch kaum irgendwo verwirklicht war. Das allgemeine Wahlrecht, gleiche Wahlrecht, war ja also nur in wenigen Ländern Europas vorhanden, ist denn das nicht etwas Überholtes? Brauchen wir nicht neue Formen einer autoritären gesellschaftlichen Zusammenfassung? Und der Krieg wird als Gesundbrunnen einer kranken Gesellschaft immer mehr gesehen. Und so
geht man also 1914 in diesen Krieg hinein mit einer Einstellung, die man für jedes Land definieren könnte. Ich sage es hier nur, der Krieg als Retter vor der Einkreisung des Deutschen Reiches. Nicht des Deutschen Reiches allein, sondern das Deutsche Kaiserreich wird ja als eine Nation, als Staat einer Nation gesehen, einer jungen Nation, einer Nation, die sozusagen der die Zukunft gehört, die mit den alten Mächten, mit den überholten Mächten in Konkurrenz steht, die ihren Platz an der Sonne auch will. Krieg als Verteidigung und Sicherung deutscher Lebenschancen findet man in unglaublich vielen literarischen Zeugnissen, in journalistischen Zeugnissen, in Büchern, aber auch in Schriften zu den und Konzeptionen zu den Kriegszielen des Deutschen Kaiserreiches. Vor allem also auch noch dann unter Hindenburg und Ludendorff, gerade in den letzten 2 Kriegsjahren noch, ist sozusagen, also sind die Stimmen der Siegfriedler immer noch sehr laut zu hören, bis unmittelbar vor dem Zusammenbruch. In 1914 im Habsburger Reich ein völlig anderer Typus. Ein Reich, das sozusagen als der kranke Mann an der Donau, ähnlich wie das Osmanische Reich, hat man gesagt, der kranke Mann am Bosporus. Ja. Der kranke Mann an der Donau, Ernst Hanisch hat ein Buch so genannt, über das Jahr 1848, aber das lässt sich natürlich auch genauso für das Jahr 1914 zeigen. 1914, im August in den Briefen von Rathenau, gilt das Habsburger Reich eigentlich etwas, was verrottet ist, was auch eigentlich nicht wert ist, erhalten zu werden, was aber sozusagen also von strategischer Bedeutung für das Deutsche Kaiserreich mit seinen Interessen einer europäischen Hegemonialzone steht. Rathenau träumt in diesem Jahr 1914 von einem Europa, das unter der Hegemonie des Deutschen Kaiserreiches steht, das mit Frankreich zu einem Einvernehmen kommt, das sozusagen Frankreich quasi inhaliert und bis in den Osten dann also eben ausschreitet. Das sind Großraumpläne, die verblüffend auch dann den Großraumplänen 20 Jahre später also noch immer ähneln. Oder 25 Jahre später. Ja. Im Habsburger Reich ist es sozusagen diese Schwäche, die bestimmte Gruppen im Habsburger Reich dazu veranlasst, mit Hilfe des Deutschen Reiches, diesen Nationalitätenkampf, diese Bedrohung von innen wie von außen, also Infiltration von Verschwörungen von außen her, von Serbien her, von Russland her und so weiter, von Italien her. Und das veranlasst Konrad von Hötzendorf, der einer der prominentesten Sprecher dieser Linie war, sozusagen den Krieg als eine Medizin für das Habsburger Reich zu sehen, dass dieses Habsburger Reich verjüngt, dass also zeigen wird, dass dieses Habsburger Reich eben zusammenhält. Und er ist der Meinung, man führt diesen Krieg am besten durch Expansion, durch einen Präventivkrieg gegen Italien, ab 1910 finden sich diese Pläne, durch Annexionspläne gegen das Königreich Serbien, im Zusammenhang mit der Annexion von Bosnien-Herzegowina im Jahr 1908, meint Konrad zum Entsetzen vieler, man solle doch gleich auch mit Serbien also Schluss machen, also Serbien dazu annektieren. Und man hätte jetzt also eine günstige Zeit, mit Serbien abzurechnen. Und der Krieg wird also definiert als die Sicherung des Bestandes und der Zukunft
da sehen wir sozusagen, auch hier geht es um die Sicherung des Bestandes und der Zukunft. Hier allerdings ungeheuer stark dynastisch definiert oder als von zum Beispiel den christlich-sozialen, das Habsburgerreich als die Schutzmacht der katholischen Kirche in Europa gegen das russisch-orthodoxe, gegen den orthodoxen Osten, ja, serbische Orthodoxie, russische Orthodoxie, griechische Orthodoxie. Also diese Macht und der Kaiser bitte als König von Jerusalem, ja, auch mit einer kirchlichen sozusagen Würde ausgezeichnet. Ja. Da sieht man also dieses Sendungsbewusstsein auch dann noch bei Kaiser Karl. Also wer jetzt also seinen Schriftverkehr und so weiter, den kann man jetzt lesen, er ist ediert, ist manchmal also völlig vor den Kopf geschlagen, wie noch in den letzten Kriegstagen Kaiser Karl sozusagen von einer Wiederherstellung einer europäischen Großmacht des Habsburgerreiches, einem Bollwerk des Katholizismus träumt und wie er sich verliert in Verschwörungsvorstellungen, dass die Freimaurer, ja, die Juden hier also hinter diesem Kampf gegen das katholische Habsburg stehen. Das, was ich ganz kurz also noch anreißen möchte, ist, dass es eben zuerst eine Illusion eines kurzen Krieges war. Aber wir sehen zum Beispiel im Habsburgerreich von Anbeginn an ganz den Versuch, bereits den Krieg zu totalisieren. Es ist kaum vorstellbar, dass in der Verfassungsgeschichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in dem großen Werk 1848 bis 1914, Rauchensteiner erzählt das auch auf, ja, bei Rauchensteiner findet sich das, dass dort nicht diese Ära des Ausnahmsverordnungsregimes, des berüchtigten Paragraph 14, zur Sprache kommt. Es hört diese Verfassungsgeschichte nicht mit diesem verfassungsrechtlich höchst problematischen Vorgehen im Jahr 1914. Es hört diese Verfassungsgeschichte nicht mit der Darstellung dieser Kriegsdiktatur auf und dann den Versuchen einer neuen Verfassung, sondern vor 1914, mit dem allgemeinen Wahlrecht sozusagen. Und lässt dann das ganze Jahrzehnt, das letzte Jahrzehnt des Habsburgerreiches aus. Es ist eines der düstersten Kapitel der österreichischen Zeitgeschichte, was sich damals an Ausdehnung der Militarisierung der Gesellschaft getan hat. Wir müssen bedenken, dass ab dem Ende Juli 1914 mit den Ausnahmsverfügungen in der gesamten westlichen Reichshälfte des Habsburgerreiches alle politischen Delikte der Militärgerichtsbarkeit unterstellt werden. Dass durch die Ausdehnung des Kriegsgebietes weite Teile des Habsburgerreiches unter Standrecht gestanden sind. Standrecht hieß sozusagen, dass es nur die Möglichkeit gibt, schuldig, unschuldig, Todesstrafe und dann Begnadigung. Ja, das gab es also schon die Möglichkeit. Daher wurden also viele Standrechtsurteile dann später also auch umgewandelt in Begnadigung. Ja. Im schlimmsten Fall aber konnte man also nach Ablauf einer sehr kurzen Frist zum Tod verurteilt werden. Was sich unter diesem Regime des Standrechts getan hat, zeigte sich 1915 dann in schauriger Weise
beim Vormarsch der österreichischen Truppen in den Gebieten, wo die Ruthenen gelebt haben, wo also die russische Armee hereingedrungen war und dann also wiederum mit zurückgedrängt wurde, wo Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschen schlicht gehängt wurde, an Alleebäumen aufgehängt wurde. Es gibt also die Fotos davon, wo, und das hat also auch dann besonders, diese Massaker haben besondere Erregung gesorgt. Aber eine Untersuchung über die Militärgerichtsbarkeit in der Steiermark zeigt, dass mit dieser Einführung der Militärgerichtsbarkeit die Militärjustiz völlig überfordert war, einfach von der Fülle der Fälle, die vor allem durch eines ausgelöst wurden, durch die unglaubliche Zahl von Denunziationen. Und nunmehr werden also kleinste Fälle, nämlich also verbale Beschimpfungen, verbale, besoffene Geschichten, ja, werden nunmehr zu Verbrechen, die vor militärische, und das sind keine geschworenen Gerichte mehr, sondern vor militärische Einzelrichter gebracht werden. Mit einem militärischen Strafprozessordnung, ja, aber nach den zivilen Strafgesetzen zu verurteilen. Trotzdem werden hier also für einfache Äußerungen hohe Strafen verhängt, mehrere Monate Kerker zum Beispiel sind also keine Ausnahme. Und das ist etwas, was sozusagen dann dazu geführt hat, dass selbst die obersten militärischen Stellen eingegriffen haben und versucht haben, diese Fülle von Fällen von vornherein also auszusortieren, weil dann ja also wiederum Berufungsverfahren und so weiter daran gehängt waren, ja, um hier also nicht einen Zusammenbruch der Militärjustiz herbeizuführen. Und was passiert dann? Im Jahr 1914, bereits im Herbst, werden Leute, die von den Militärgerichten freigesprochen werden oder im Berufungsverfahren von der nächsthöheren Instanz dann freigesprochen werden auf Erlass des Innenministeriums in Internierungslagern untergebracht. Und das ist sozusagen also vielleicht die schärfste Form, weil hier werden Formen des Umgangs mit Zivilbevölkerung eingeführt im Habsburgerreich. Und ich habe über beide Sachen gearbeitet. Ich habe über heimtücke Verbrechen, Wehrkraftzersetzung in Salzburg gearbeitet und eben auch über Militärjustiz in Österreich im Zusammenhang mit dem Fall Friedrich Adler. Und es ist das furchtbarste Erlebnis war für mich, dass ich feststellen musste, heimtücke Verbrechen und Vergehen wurden von einem Sondergericht im Nationalsozialismus abgehandelt, das heißt nicht Geschworene, sondern eben auch ein Richtersenat, oder Einzelrichter, aber es waren sozusagen in den ersten Kriegsjahren relativ die Strafen wesentlich milder, als sie mit diesen Heimtücke-Vergehen, die extra definiert wurden, als die Justiz im Habsburgerreich, die nach dem Vergehen Störung der öffentlichen Ruhe und Ordnung vorging. Und dort also eben gleich in sehr harte Strafen hineingegangen ist, in sehr hart zu bestrafende Tatbestände. So hier haben wir sozusagen, sehen wir, wie sich der Krieg zwar nicht überall entgrenzt, aber gerade wie in einem Brennspiegel im Habsburgerreich zu entgrenzen beginnt, wo man versucht, mit allen möglichen Mitteln die Bevölkerung nun mit Hilfe der Militarisierung weiter Teile der Zivilgesellschaft, nicht nur mit Hilfe des Kriegsleistungsgesetzes, sondern auch unter Bruch der Verfassung, der Reichstag war aufgesistiert,
die Landtage waren sistiert, es gab keine parlamentarischen Körperschaften in diesem Reich bis 1917. Und man arbeitete mit den Ausnahmsverordnungen, die zeitlich begrenzt waren, so als wäre eben die Schuld am Reichstag, dass er sie nicht beschließen kann, weil er nicht zusammentritt. Dass das dieselbe sozusagen Regierung war, oder der Kaiser, der ihn nicht zusammentreten ließ. Das so ist die Ironie daran. Und hier haben wir eben ein Beispiel im Ersten Weltkrieg, ich weiß nicht, wie weit Rauchenstein auf diese inneren Strukturen eingegangen ist in seinem Vortrag, dass gerade bei Österreich-Ungarn zeigt, also, wohin Grenzen überschritten werden konnten. In der Diskussion im Jahr 1917 über die Internierungslager, in die Italiener, serbische Serben, alle Staatsbürger des Habsburgerreiches, bis hin zu Tirolern, einer Kärntner Wirtsfrau und so weiter, in die also alle zusammengeholt wurden, weil sie eben als potenzielle Gefahrenquellen für den Staat angesehen wurden, als unzuverlässige Elemente. Ja? Und es gibt einmal also den Begriff, der dort verwendet wird, und das hat mich eigentlich gerissen, nämlich Konzentrationslager. Ja? Und es wäre nun höchst interessant, aber dazu müsste man viel länger sprechen und müsste man sozusagen die Frage zu stellen, wie denn aus diesem Ersten Weltkrieg heraus dann auch dieses Modell einer vollmilitarisierten Gesellschaft zu einem Leitbild wird, das seine Faszination daraus sieht, dass es also bei ihnen zu kurz gekommen, und dazu gehören auch vermeintlich die Italiener, für einen Mussolini ist ja bei der Friedenskonferenz in Paris Italien zu kurz gekommen in seinen imperialen Ansprüchen, dass die dann meinen, das ist die Schwäche einer liberalen Gesellschaftsordnung, eines liberalen konstitutionellen Systems. Das muss geändert werden, und es ist die Schwäche der alten Souveräne, der Herrscher. Es ist der neue Typus, einem Führer, einem charismatischen Führer nachfolgend, marschiert das Volk sozusagen voll einig und in eine neue Zukunft hinein. Und dort gibt es sozusagen also unmittelbar vom Ersten Weltkrieg her dann also die Verbindungslinien. Einerseits führt dieser Weltkrieg dazu, dass auch die Repression bis hin zu den Revolutionen führt. Die russische Revolution, die Februarrevolution 1917, auch die Revolution der Bolschewiki folgt noch in dieser Linie, aber führt dann in eine andere Richtung. Aber die Februarrevolution kann man sicher nehmen. Oder eben dann die Umwandlungen der verschiedenen Staaten im Jahr 1918, die eben für das liberale, zivile Gesellschaftsmodell sich entscheiden. Bis hin zum Versuch einer neuen Weltordnung mit dem Völkerbund als obersten Organ. Und dem gegenüber sozusagen jene Kräfte, die schon gemeint haben im Krieg. Und wir finden viele zum Beispiel der österreichischen Militärs, die in Spitzenpositionen waren. Dann an der Seite der äußersten Rechten in Österreich, die rechts von den Großdeutschen noch standen, angesehene Militärs, die dann also auch zu wesentlichen Vorbereitern und auch Unterstützern des Nationalsozialismus werden, eben die im Ersten Weltkrieg ihre Prägung erfahren haben. Und die mit diesem Weg, auch des Karls, Kaiser Karls,
in den Jahren 17, 18, der immer wieder auf einen Frieden hindrängt, absolut nichts anfangen konnten. Denen geht es nicht darum, das Habsburgerreich und Habsburg denen geht es schon im Ersten Weltkrieg um eine deutsche Hegemonialstellung in Europa, eine Europapolitik, eine neue. Und die sehen natürlich sozusagen in den Staaten, die durch das Jahr 1918 neu konstituiert werden, sagen eigentlich volksfremde, jeweils volksfremde Produkte. Das ist das Judentum, das ist der Liberalismus, das ist der Kapitalismus, das ist der Westen und so weiter, ja, was hier dann eine Rolle spielt und was unmittelbar eben dann dazu führt, dass man den autoritären, den totalitären Führerstaat als die einzige Form ansieht, die diese Dissonanz aufhebt zwischen dem liberalen Modell des 19. Jahrhunderts, hier Zivilgesellschaft, hier Krieg und Militärbereich. Danke vielmals. Ja, Dankeschön, Professor Adelt. Wir haben noch Zeit für Fragen und Wortmeldungen. Ich bitte Sie zu melden. Warten Sie bitte, bis das Mikrofon bei Ihnen ist.